Hallo zusammen und willkommen zum 8. Adventstürli von unserem Adventskalender. Am 5. haben wir mit euch über Anfängerkameras geredet, heute geht es aber schon einen Schritt weiter. Wie es der Titel von dem Video schon verratet, wollen wir heute mit euch ein paar Fotobasics anschauen. Gerade mit der Smartphone- und Social-Media-Ära wird heutzutage viel mehr fotografiert und ich glaube, ich kann mir da recht geben, wenn ich behaupte, dass die meisten Fotos ohne grosses Überlegen gemacht werden und entweder ist dann halt etwas geworden oder nicht. In diesem Video wollen wir euch darum ein paar simple, aber effektive Tipps weitergeben, wie ihr eure Fotos verbessern könnt. Ich würde sagen, wir starten gerade mal mit dem ersten Punkt und das wäre Bildkomposition. Das bedeutet, wie ordne ich die Sachen im Bild richtig an, damit es für den Betrachter möglichst einfach zum Erfassen ist. Da gibt es verschiedene Regeln, die man beachten kann oder auch ignorieren kann. Aber kommen wir mal zu der ersten, das wäre Drittelregel. Ihr habt sicher schon mal die Gitternetzlinie auf eurem Handy oder auf eurer Kamera entdeckt und euch vielleicht auch schon gefragt, für was soll ich die bitte schön brauchen. Die Linien sind nicht etwa da, um euch zu stören, sondern die sollten eine Hilfe sein. Und die Drittelregel besagt nämlich, dass ein Bild als besonders harmonisch gilt, wenn es in 3 Bereiche unterteilt wird. Und dabei wird der Horizont entweder auf die obere Linie oder auf die untere gelegt, je nachdem, welcher Bereich des Fotos stärker betont werden soll. Falls noch ein Objekt auf dem Bild ist, wie zum Beispiel ein Mensch, ein Haus oder ein Baum, dann wird das Motiv auf einem von diesen Schnittpunkten platziert. Mit dem wenden wir sogar schon die nächste Regel an, das ist der goldige Schnitt. Der goldige Schnitt ist eine Regel, die die perfekte Bildaufteilung in der Fotografie festlegt. Vereinfacht gesagt wird das Objekt immer ein Stück versetzt zu der Mitte aufgenommen. Da kann euch auch wieder das Raster, das wir vorher erwähnt haben, behilflich sein, denn es zeigt einem die passenden Eckpunkte im Sucher genau an. Genau auf einem von diesen Punkten sollte man jetzt das wichtigste Element des Bildes platzieren. Die Antwort darauf, warum das so funktioniert und das zu einem harmonischen Bild führt, ist bis heute noch nicht ganz geklärt. Fakt ist, dass sowohl in der Architektur wie auch in der Kunst und in der Natur das Verhältnis vom goldenen Schnitt immer wieder auftaucht. Sagt das beim Bau der ägyptischen Pyramiden, beim Lächeln von der Mona Lisa oder auch beim Verhältnis der Blütenblätter zueinander. Sogar beim menschlichen Körper taucht der goldige Schnitt wieder auf und je mehr ein Körper dem Verhältnis entspricht, desto schöner wird der Körper auch wahrgenommen. Darum denke ich, sicher keine schlechte Idee, die Regeln auch in der Fotografie für schöne Bilder einzusetzen. Jetzt haben wir gelernt, wie man das Motiv richtig positioniert und jetzt schauen wir uns ein paar Möglichkeiten an, wie man das Bild auch noch ein bisschen spezieller und somit auch interessanter gestalten kann. Da gibt es zum Beispiel Methoden vom natürlichen Rahmen. Da eignet sich eigentlich ziemlich alles, wie zum Beispiel Hausecken oder Bäume und so weiter. Und zwar betont das Motiv noch stärker und für den Betrachter wirkt es, als wäre er selber vor Ort. Was auch sehr schön ist bei Porträtfotos, ist durch Blätter fotografieren und wird auch die Person richtig schön eingerahmt von den farbigen Blättern. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, wo für uns recht wichtig ist und wo wir eigentlich bei jedem Bild probieren zu beachten. Und zwar ist das Simplicity. Und dort geht es eigentlich darum, das Bild möglichst einfach zu gestalten. Das heisst, Sachen, die Unruhe ins Bild bringen, die vielleicht nicht unbedingt reingehören, wie zum Beispiel ein Wegweiser. Ausser es ist wirklich zentral, ist ein Motiv, das drin sein muss. Aber wenn es einfach irgendeinem Hintergrund einen Wegweiser hat, kann der störend sein in der schönen Landschaft. Darum hilft es manchmal schon nur ein bisschen, den Winkel zu verschieben. Kommen wir zur nächsten Sparte und das wäre der Perspektivenwechsel. Das ist eigentlich sehr ein einfacher und naheliegender Tipp. Und zwar geht es darum, dass die meisten Fotos eigentlich auf Augenhöhe entstehen. Und dass es sehr interessant ist, wenn man mal vielleicht aus Bauchhöhe oder sogar vom Boden aus etwas fotografiert, weil es halt einfach einen ganz neuen Blickwinkel auf etwas gibt. Plus, was wir auch noch empfehlen können, ist zum Beispiel von einer Sehenswürdigkeit, statt immer totalen auch mal Ausschnitt rauszupicken, wo man vielleicht nur das Dach fotografiert oder eine Ecke oder ein Türmchen. Das kann auch sehr interessant wirken. Jetzt kommen wir schon zu einem von unseren letzten Punkten und das wäre Format. Ob Querformat oder Hochformat wird am besten vor Ort entschieden.
dann wendet man eigentlich das an, was am besten passt. Wichtig ist aber auch, dass man sich vorher bewusst wird, für was dass man das Bild dann verwenden möchte, beziehungsweise wo möchte man das dann anschauen. Das heisst, wenn man in der Ferien ist und dann vielleicht nachher eine Dia-Show machen möchte, wo man am Computer oder am Fernsehen anschaut, ist es besser, Querformatbilder zu machen, weil sie nachher auf dem Bildschirm viel grösser erscheinen. Umso grösser das Bild erscheint, umso besser wirkt es natürlich auch. Wenn man Bilder macht, um sie einfach auf dem Handy zu haben und sie dann von dort aus vielleicht Freunden zu zeigen oder vielleicht auch auf Instagram oder sonst noch aufzuladen, dann ist es besser, sie im Hochformat zu schiessen, weil sie dann auch wieder auf dem Bildschirm vom Handy halt einfach grösser erscheinen und so viel besser wirken. Wir machen es einmal so, dass wir spannende Motive einfach in beiden Formaten aufnehmen. Dann können wir nachher im Anschluss bei der Sichtung immer noch entscheiden, welches das uns besser gefällt. Und zu guter Letzt noch ein kleiner Zusatztipp, und zwar schaltet den Blitz aus. Eure Fotos werden durch den Blitz meistens nicht besser. Vor allem nicht irgendwann in der Nacht in der Stadt, wenn ihr das Feuerwerk fotografieren wollt. Aber auch wenn man Menschen fotografiert, sollte man wirklich zuerst mal ohne Blitz probieren. Ich glaube, wir sind alle schon Opfer geworden von so Blitzfotos, wo man nachher wie eine wandelnde Leiche aussieht. Wie man den Blitz richtig einsetzt, muss gelehrt sein. Solange man darum nicht weiss, wie das geht, bekommt man eigentlich die besseren Fotos ohne Blitz hin. Wir selber brauchen den Blitz auch nie, weil wir ehrlich gesagt auch nicht recht wissen oder nie gelernt haben, wie einsetzen. Darum lassen wir den Blitz bei unseren Kameras einfach ausgeschaltet. So, das wären jetzt mal ein paar der wichtigsten Tipps bezüglich Fotografie gewesen. Es ist aber sicher nützlich, wenn man ein paar der Grundregeln kennt. Wichtiger ist aber noch, dass ihr einfach Spass daran habt, dass ihr ausprobiert und auf diesem Weg auch herausfindet, welche Art von Fotografie euch am besten gefällt. Ich hoffe, ich kann euch mit diesen Tipps ein bisschen Lust aufs Fotos machen und auch ein bisschen dazu beitragen, dass ihr in Zukunft nicht auf gut Glück abdrücken müsst. Ja, das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen hoch da und lasst uns doch unten in den Kommentaren wissen, mit was ihr besonders Mühe habt beim Fotografieren. Oder wenn ihr noch Fototipps habt, die ihr gerne teilen möchtet, könnt ihr das auch gerne unten reinschreiben. Und ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Morgen ist der Flo dann wieder dabei beim morgigen Video. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Bis dann, macht's gut, habt euch Sorge und bis bald. Tschüss! Übrigens, vergesst nicht, an unserem grossen Gewinnspiel teilzunehmen. Zu gewinnen gibt es einen Flug für 2 Personen von der Edelweiss, eine von ihren rund 50 Kurz- und Mittelstreckendestinationen, plus ein Reisekofferset von American Tourister und obendrauf noch ein Kamerakit von der Light & Bite. Mitmachen könnt ihr ganz einfach über den Link unten in der Beschreibung. Viel Glück!